is where the fun begins. Hallo? Anfänger Herbert. Grüß Gott benannt. Ich bin wieder da. 1, Nasenbär, wieder am Start. Mr. Mozart, Mr. Herbert, Mr. Sigi, Mrs. Samcrive, Mr. Wert, Mr. Oh, der Herr Deff ist auch schon da. Grüß Gott, beieinander. Ich bin's, ein Nasenbär, ich bin's zurück. Ja, ich weiß nicht, ob man es nur ein wenig sagt, aber ein bisschen einen dicken Zinken habe ich schon. Ja, also so ganz bare ist er noch nicht, aber er wird. Ja, er wird. Er ist stets bemüht, sich wieder zurückzubilden. So, also formtechnisch zurückzubilden. Ja? Leute, schön wieder da zum sein. Wie geht's euch? Ich kann damit Musik leiser machen, das war eine sehr Idee. Ja? Ja, leiser den Schund. Alles fit und flauschig bei euch. Goddammit, über eine Woche lang abstinent zum sein, ist gar nicht einmal so wenig. Das kommt einem teilweise gar nicht einmal so lang vor. Aber das streckt sich ganz schön. So doch mal. Ja. 10. Monat Bazi halb kleiner als 3, wenn man beim Kitzeln lacht.
verspürt man eigentlich eine Form von Panik. Damerb 98 CG Damerb 98 DSC Hoops Damerb 98 La. Mrs. Fichteli, danke für deinen 10. Monat in der Bazi-Gang. Vielen lieben Dank. 10 Monate Bazi-Hype. Wenn man beim Kitzeln Loch verspürt man eigentlich eine Form von Panik. Net to know. Sag ich schon. Mrs. Fichteli versorgt uns immer mit sehr gutem Allgemeinwissen. Sehr schön. Fichteli, danke dir für deinen Support und natürlich weiterhin willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit dem Mods. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, um Gottes Willen, die Soundalerts gingen. Ich bin so froh, dass das jetzt endlich funktioniert und dass ihr für irgendeine 40.000 Flocken zumindest ein wenig kriegt, das wo halbwegs funktioniert. Gott sei Dank hat die sie. Sehr schön. Oh ja. Der Riesennase. Ja, genau, der Riesennase. Ja, es dauert nur ein bisschen, aber ich glaube, es geht gewaltig in die richtige Richtung. Ja, es geht da hin, wo es hin soll. Also ich hab jetzt heute Nachsorge gehabt, die erste. Wir haben nicht voraus, wir haben aber auch nicht hinten an. Also wir haben genau auf Kurs. Ja, genau da, wo wir hin sollen. Ja, es ist soweit gut und wie geht's dir, euch? Soweit alles im grünen Bereich. Ja? Es ist alles im grünen Bereich. Die OP ist jetzt eine Woche her. Letzte Woche um die Zeit ist da habe ich noch geschlafen. Oder wieder geschlafen. Wahrscheinlich, nein, da habe ich nachgeschlafen, 20 Minuten. Ja, bin kurz vom Aufwachraum gewesen um die Zeit. Aber ja, nein, so passt's. Also ich hätte gedacht, dass ich nicht so schnell live gehe, tatsächlich. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass quasi da alles richtig geschwollen und blau ist. Heute da hat wirklich gar nichts gefeit. So die ersten 2 Tage war ich da quasi im Ding da erinnert. Da. So ganz minimal leicht blau, aber überhaupt nicht tragisch. War überhaupt nicht tragisch. Auch von der DOP an und für sich war jetzt nicht so schlimm, wie ich gemeint hätte, dass es ist. Ja, es war nicht geil, ja, aber es war jetzt auch nicht ein komplett grausamer Akt. Ja, so ist es jetzt nicht. Machen da das aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Das ist echt gut runtergegangen, ja. Das ist verdammt gut runtergegangen. Das ist wirklich verdammt gut runtergegangen. Also, du Hut ab auch an meinem behandelten Arzt, der wo 35 Jahre Erfahrung hat in dem Segment. Ja, also, der weiß, was er tut. Ja. Gott sei Dank habe ich noch das Glück gehabt, dass er mich noch nimmt, weil ich weiß nicht, wie lange er noch da ist. Der ist doch schon 66. Aber er hat mich bisher sehr, sehr gut behandelt und er wird mich auch noch weiterhin gut behandelt. Ja. Die Behandlung ist ja noch nicht abgeschlossen, also das wird sich jetzt mit Sicherheit noch 3-4 Wochen hinziehen, bis alles einmal so ist, wie es sein soll. Aber so an und für sich, wie gesagt, haben wir auf einen ganz guten Weg. Das eine oder andere auch mitgemacht im Krankenhaus, also zum Scheiße schreien eigentlich. Du kommst halt am Mittwoch da hier um 9:30 und dann, heißt es eigentlich, OP 14 Uhr. So. Stellst du ja mal auf 14 Uhr ein, gell? Ja. Ja, und irgendwann um 12 Uhr oder so, 12 Uhr, halb 1, liegst du so im Zimmer alleine. Ja, ich war die ersten 3 Tage alleine im Zimmer. Das war richtig geil. Auf einmal kamen die Schwestern, da, Wurstigkeitstabletten und zirkt die um, du bist doch schon eher dran. Und ich so, WTF, was? Das hat doch geheißen 14 Uhr. Ja, er zirkt die vor, bei dir ist scheinbar mehr zum Tor. Ist nicht unbedingt das, was du als Patient hören möchtest. Wenn die Schwestern einer kommen und sagen, ja, bei dir ist mehr zum Tor, schau, dass du weiterkommst. Okay. Ja, okay, gut, ich die Pille genommen, also die Tabletten, die Wurstigkeitstabletten. Hab mich umgezogen, musste ja so ein OP-Gewand anziehen, das schaut äußerst sexy aus, beide habe ich keins gemacht, falls die Frage kommt. Und hab mich wieder hingelegt, gell? Ja, und dann auf mich, schau auf, du aufs Handy, ja, 1, es wird halb 2, es wird 2. Ja, bis du mich geholt haben, war es 3 für 3. Also entweder ist noch was schief gegangen bei der anderen oder der hat doch noch einen anderen eingezwickt vorher. Oder es ist ein Notfall gekommen, wer weiß das schon. Und ja, dann ab zum OP, gell? Haben sie mich geholt. Ja, und dann waren gleich ganz freundlich gewesen, Narkoseärztin, gleich alles erklärt. Ich muss dazu sagen, ich habe heuer das erste Mal in meinem Leben, ja? Gut, ich habe erst eine Möglichkeit gehabt dazu, es war heuer die zweite Möglichkeit. Ich habe heuer das erste Mal überhaupt in meinem Leben einen OP-Saal von innen erblickt. Ja, das habe ich bei meiner ersten OP vor 7 Jahren nicht geschafft, ja? Da hat es mich davor schon da nicht lassen.
Das habe ich heuer geschafft. Auf alle Fälle, Kattel, habe ich die Ehre. Grüß dich. Schön, dass du bist. Was, er ist eh gut. Ich war damals um 9 Uhr dran gewesen und dann hat es aber dauert bis 14 Uhr. Da drehst du aber, ja, da machst du die Kirre. Auf alle Fälle, ich komme dann da hin. Vorraum, ne, Narkose, dann hat sie sich vorgestellt, ja, und hat aber ein wenig verzeiht, das und das und das der wir jetzt dann und das passiert jetzt, so quasi das typische Gefloskel brauchen sie ja nicht oben da, es wird alles gut und so weiter und so fort. So, dann sagt die zu mir, ja, jetzt geben sie mir mal einen rechten Arm, weil ich muss einmal schauen, wo man einen Zugang legt. Ja, und dann tue ich den Arm so aussehen und der erste Kommentar von ihr, oh leck, wie viel Schleich hast du, da kann man so direkt aussuchen, wo ich anstecke, so quasi. Ja, ich hab dann direkt schmunzeln müssen so. Und hat dann gesagt, hey, tu bitte da am Handrücken, ne, Infusion am Handrücken legen. Warum? Du kannst es auch da legen oder halt auch da am Ellenbogen. Das hätten wir jetzt auch da, kannst du nah einer legen, aber am Handrücken ist einfach gescheiter, weil es die da um weniger stört. Ja? Auf alle Fälle, ja, stöpselt die an, gell? Und dann sehe ich schon, ich habe meinen Kopf genau noch so drehen können, dass ich auf den Ständer da hinsehe, wo die ganzen Substanzen haben, die wo mir dann verabreicht werden. So, ja? Gut. Und dann sagt sie zu mir, Herr Weiding, also, ne, Bazi, tun Sie ja noch nicht runter. Und das ist nur eine Kochsalzlösung, da ist der Schnaps ist noch nicht dabei. Die hat wortwörtlich gesagt, der Schnaps, Stammball kriegst du erst drinnen. Und ich so, okay, ja gut. Selbst wenn es mir gleich ein Stammball gibt, kann ich es auch nicht mehr ändern, weil dann kriege ich es eh nicht mehr mit so. Ja gut. Gut, ich Kochsalzlösung verabreicht krieg und Richtung OP. Surprise, Mother. Jetzt wird wieder Moiduasch geschleidet und durchgeschubst. Deine Sprich haben angegangen, sei habe ich dir im ersten wieder 69 Bits. Genau. Ja, dann Kochsalzlösung in die Venen, gell, ab Richtung OP-Saal. So. Jetzt war mein Doktor schon drin. Ja, logisch muss er ja. Unter anderem quasi ärztliche Hilfe, so praktisch. Ja, also jetzt keine Narkoseärztin, sondern halt ein Helfer, OP-Helfer, so. Helferin. Und dann sagt er so, ja, wie geht's Ihnen denn? Und ich so, ja, jetzt wie langsam ein wenig nervös. So. Und dann hat er gesagt, ja, vor die Weiber brauchst du nicht nervös sein, das kriegen wir schon. Das schaukelt man schon, da brauchst du dich gar nicht runter. Natürlich hat gleich wieder die Stimmung aufgelockert. Ja. Also richtig, da war richtig so eine herzliche Stimmung einfach im OP schon. Ja. Die haben genau gewusst, okay, der Bursch da ist zwar fast 2 Meter groß, aber der ist halt jetzt einfach nervös. War ja unmenschlich, wenn du vor einer Nasen-OP am Kopf, ja, wenn da nicht irgendwie ein bisschen Nervosität hättest. Ne? Und dann ist noch ein zweiter Narkosearzt dann dazugekommen. Also es waren praktisch mein Chirurg, OP-Hilfe und 2 Narkoseärzte und ich. Also 5 Leute im OP. Ich zähle ja nicht, weil. Ne? Und dann kommt der einer, oh, guten Morgen, oh, und wie geht's uns? Ah, nervös. Ah, vor die Weiber brauchst du nicht nervös sein. Denke mal, habt ihr ja angesprochen, oder was? Ja, und gut, hier und her, dann hat mir der Doktor noch ein wenig zugelabert, ja, jetzt. Das und das macht er wird das machen, das wird dann so laufen, das wird dann so laufen. Ich habe die Hälfte davon nicht verstanden, weil ich es nicht kapiert habe. Und genau. Und dann haben sie halt die Narkoseärztin praktisch, die hat dann gesagt, ja, mit den Armen praktisch bin ich schon auf der Brischen gelegen so. Und die wollte halt meine Arme noch so positionieren, dass es für einen Chirurgen passt und dass es halt für mich nicht unbequem ist. So, ne? Ja, und auf einmal, dann merke ich direkt, wie der andere Narkosearzt, ja, weil der waren ja zu zweit, die eine ist gerade mit mir mit meinen Händen zugange gewesen und der andere ist um meinem Kopf hinter so also ich muss mir vorstellen, ich bin so gelegen und der ist da hinten um mich so umgeschlichen. So quasi auch ganz unauffällig, so mäßig, da ich nichts mitgekriegt. Aber ich hab's mitgekriegt. Und dann habe ich wieder meinen Kopf noch genauer so umdrehen können, dass ich es auf den Substanzständer hinsage. Und da war unten drin, also quasi oben ist die Kochsalzlösung gewesen, dann ist eine Infusion gewesen. Ja, und drunter, da war ungefähr ein Behälter, da war vielleicht so viel drin. Ungefähr. Ne, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ungefähr so viel war da drin. Also gute 1,5-2 cm Flüssigkeit in der Höhe. So. Und dann habe ich gesehen, wie der da so einen also quasi so einen Knopf abgedruckt. Und da habe ich mir dann gedacht, so. Und jetzt passiert gleich irgendein Scheiß. Den, was ich nicht mitkriege. Ja, weil mir bewusst war, das ist Narkosemittel. Und auf einmal merke ich, dann hat es mich richtig draht. Also wirklich richtig, ich bin Karussell gefahren, wie wenn es dann voll Rausch hättest. So. Und dann habe ich gesagt, oh leck. Und dann hat der Doktor gefragt, ja, was ist denn? Da sage ich, mich draht's gerade brutal, was ist denn jetzt? Und dann, mein Doktor eiskalt einfach nur so, gute Nacht, schlafen's gut.
Schnipp. Sehnenschnitt. Weg. Von dem Moment an, ich hab heuer, wie gesagt, ich hab's mitgekriegt, zum ersten Mal ein OP von innen, ich hab das erste Mal mitgekriegt, wie es ist, wenn du Narkose kriegt. Alter, das ist brutal. Das ist brutal. Das schießt dir innerhalb von 2 Sekunden komplett die Lichter weg. Das ist so heftig. Vor allem eigentlich irgendwo auch wieder faszinierend, weil du halt eigentlich dann erst merkst, was du für Substanzen verabreicht kriegen kannst, die wo die innerhalb, also wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden einfach komplett aus dem Leben nehmen. Das geilste Zeug habe ich bisher bei der Magenspiegelung gekriegt, da habe ich noch live mitgekriegt, wie die Spritzen angesetzt worden ist und dann bin ich aufgewacht, weil es mich gefroren hat. Da war es dann schon vorbei. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Das haut dir aus die Schuhe, dass du sagst, gibt's das? Du merkst aber nicht, also praktisch nach 3 Stunden kommst du auf, bist komplett gerädert und dann, du kennst erst einmal hinten und vorne nicht aus. Ich bin dann im Aufwachraum aufgekommen, so um 3, 4, 5 umeinander. Das habe ich auch noch voll mitgekriegt. Und da habe ich auch noch mit dem, der wo mich betreut hat, noch geschmatzt, ja, wie spät ist denn und wie schaut's denn aus, ist alles gut gelaufen, ja, passt alles, wir bringen sie gleich aufs Zimmer und so weiter und so fort. Das Ding ist, die Strecke von Aufwachraum ins Zimmer weg, weiß ich nicht. Entweder hat es mich da nochmal komplett da lassen oder ich weiß halt einfach nicht mehr. Riecht der Hoder nach Chloroform? Nö. Ich hab nicht einmal einen Hoder gehabt, das ist ja das. Ich hab ja nicht einmal einen Hoder gehabt. Das ist schon krass, das Zeug. Das war wirklich brutal, gell? Das war wirklich brutal. Du musst dir vorstellen, dann war das alles ne? Natürlich, alles zupickt natürlich. Also quasi die 2 Nasenhöhlen da, die waren zugeklebt und da war halt so ein Verband und da quasi unten habe ich so ein, wie sage ich denn? So eine Tamponagen, sage ich jetzt einmal, so eine Watterolle, sage ich jetzt einmal, gehabt, dass halt da, wenn was rauskommt, dass das halt nicht über meine ganze Goschen läuft, so auf die Art. Ja, genau. So. Im Endeffekt war es so, die ersten 2 Nächte, ich war immer nur allein im Zimmer, abgesehen davon. Ich war immer nur allein im Zimmer. Die ersten 2 Nächte waren ungeil. Nicht, weil Schmerzen gar kein, ein bisschen Kopfweh, aber Schmerzen wirklich überhaupt nichts gehabt. Aber ungeil deswegen, weil du halt nicht, also wirklich 0 und über die Nosen hast schnaufen können. Das müsst ihr euch vorstellen, meine Nosen war nicht nur zugeklebt, sondern in meiner Nose waren bis rauf, also praktisch von da herunter, bis ungefähr die Höhe da, waren links und rechts Tampons drin. Ja, also das ist ausgestopft worden sozusagen. Erstens einmal, dass Blutung gestillt wird und zweitens einmal, dass du halt nichts beschädigen kannst, so auf die Art. Also Schnaufer über Nase quasi nicht existent, ist nicht gegangen. Das ist nur über den Mund gegangen. Und macht's einfach mal selbst das Experiment. Legt euch einfach mal auf die Nacht, wenn ihr ins Bett geht, hier und halt euch mal für 20 oder 30 Sekunden einfach mal voll die Nosen zu. Und versucht es dann zum Schnaufen. Oder was zum Trinken. Oder was zum Essen. Es ist nicht so angenehm. Es geht, aber es ist nicht so geil. Das war nicht so geil. Aber ich bin aber erleichtert, wenn ich gespannt, dass ich weg bin. Aber ich halte auch meine Augen auf, so lange wie es geht, dass die ja nicht anfangen, wenn ich noch wach bin. Ja, das dauert, wie gesagt, das dauert 2 Sekunden und dann ist es eh rum. So, ich muss aber gehabt euch wohl einen Motzak. Merci fürs Reinschauen, habe ich die Ehre. Ja, aber wie gesagt, die ersten 2 Nächte ein bisschen ungeil gewesen. Aber so. Also für mich an der ganzen, ich bin mir nicht sicher, was an der ganzen Geschichte am Kreisligern war. Entweder die 2 schlaflosen Nächte, weil halt die Nasen komplett zu oder außer Gefecht genommen worden ist. Oder, und jetzt kommt's, das Entfernen von den Tamponagen. Das Entfernen von den Tamponagen war am Samstag in der Früh. Das war Samstag in der Früh. Da ist er gekommen, das allererste, was er da hat, war Pinzetten nehmen und hat mir das da alles runtergefieselt. Das selber gesehen habe ich ja nicht. Ja, ich bin quasi ganz normal gelegen. Also mehr in Rückenlage, also wie soll ich denn sagen, mehr wie in den Sessel, bin mehr gesessen wie gelegen. So, ja. Und dann zirkt der diese 2 Tamponagen runter. Das hat vielleicht 5 Sekunden gedauert. Wenn es 5 Sekunden waren, dann war es eh fein. Aber holy shit, das waren die kreisligsten 5 Sekunden meines Lebens. Das war ungefähr so, ich hab momentan gemeint, der zirkt mir das Hirn vom Kopf aus, von der Nase.
Das war so unfassbar eklig. Weil du müsst dir vorstellen, das ist wie so wie David Weifer schreibt, das ist wie so ein Unterdruck. Der zirkt da an, also er hat jetzt nicht angerissen, er hat schon zärtlich gemacht, so ist es jetzt nicht. Aber der zirkt da an und du hörst einfach nur so und dann da merkst du einfach, wie vor mir dort Nosen frei wird. Das ist, erst einmal, ich habe es auch nicht gesehen, aber da ist ungefähr gefühlt noch, weiß ich nicht, 6 Liter Flüssigkeit mit nachgekommen. Und das war eigentlich, ich glaube, dass das fast das ekligste oder das Schlimmste an dem Ganzen war. Und danach, nachdem die Tamponagen heraus waren, Alter, mir ist dann so gut gegangen. Mein Kopf war instant weggert, ich habe wieder halbwegs schnaufen können. Also, das hat schon nochmal brutal was rausgerissen, dass das dann bergauf gegangen ist. So. Genau. Im Endeffekt, jetzt habe ich am Freitag nochmal so eine kleine, wahrscheinlich auch unangenehme Geschichte, weil ich habe in der Nase drin eine Silikonhülle. Ja, also meine Nasenlöcher haben jetzt aktuell nicht vollumfänglich vorhanden, sondern da ist auf der Seite, also auf der Innenseite vom Nasenbein sozusagen, ist eine Silikonhülle drin, zwecks der Wundschonung. Und, das habe ich am Sonntag erfahren, ich habe in die Nebenhöhlen, die wo da Vierer gängen dann, haben noch kleine Röhrchen drin. Also praktisch so eine Art Spannrohre, dass die Nebenhöhlen weiter werden und nicht wieder zuwachsen. Das kriege ich am Freitag aus. Ja. Ich habe dann auch festgestellt, dass da drinnen Fäden haben. Das habe ich erst, wie gesagt, am Samstag selber gespannt, dass da ein Faden drin ist. Und das kriege ich jetzt am Freitag aus. Da kann man vorstellen, dass das nur ein bisschen unangenehm wird. Aber dann schauen wir mal. Der hat bloß angezogen, das hat nicht weh da. That's what she... Ja, so kann... Es war nicht so angenehm wie das, was du jetzt meinst. Aber schauen wir mal. Aber so an und für sich habe ich es, glaube ich, gut überstanden. Ja, also es ist jetzt alles nach Plan verlaufen. Es sind bisher keine unvorhergesehenen Zwischenfälle gewesen. Gott sei Dank. Genau. Ich habe dann Samstag Mittag halt an einem Zimmergenossen gekriegt. Das war ein Pole, der hat kein Wort Deutsch nicht können. Der war aber voll okay. Also wie gesagt, der hat in mehrere Zeit nur geschlafen, abgesehen davon. Der hat also quasi an dem Tag, wo der zu mir ins Zimmer gekommen ist, war die erste Nacht, wo ich das erste Mal richtig wieder durchgeschlafen habe tatsächlich. Bis auf um 4 Uhr, da bin ich mal 10 Minuten aufgekommen oder was. Aber das war die erste Nacht, wo dann ich tatsächlich durchgeschlafen habe. Und wo er dann im Endeffekt seine erste Nacht erst hat. Das heißt, er hat quasi, die Rollen waren jetzt praktisch vertauscht. Er hat gar nicht schlafen können, weil Mandel-OP, ne? Und ich habe das erste Mal richtig durchschlafen können. Aber du schaust gut und fit aus und das ist die Hauptsache. Ja, also ich fühle mich auch tatsächlich bisher wirklich, vor allem seit ich daheim bin, wirklich recht gut so. Schön, dass du wieder da bist und hallo Leute, Jassi, habe die Ehre, grüß dich. Schön auch wieder hier zu sein und schön auch eng wieder begrüßen zu dürfen, abgesehen davon. Genau. Aber so, es ist gut rumgegangen. Da war dann am Sonntag meine letzte Nacht im Krankenhaus. Es war so ein richtiger geschubster Moment. Ja? Passt auf, es ist jetzt so die kleine Rausschmeißer-Geschichte für einen Schmerz, weil dann fangen wir Yoshi's Island spielen an. Ja? Folgendes. Mittlerweile hat ja mein Zimmergenosse auch seine Schmerzen etwas in den Griff bekommen und es ist dann irgendwann einmal darum gegangen, zum Schlafen. Der Anna ist um 8 Uhr eingepennt und ich schwör's euch bei Gott, ich glaube, dass der einen Ringwald abgeholzt hat. Ja? Macht mir ja grundsätzlich nichts aus, vor allem, weil ich ja diesbezüglich vorgesorgt habe. Ja? Ich habe mir von meiner Arbeit einen angepassten Gehörschutz mitgenommen. Ja? Der ist quasi wirklich, da geht gar nichts mehr. Wenn du den drin hast, da hörst du wirklich nichts. Da kann Bomben neben dir einschlagen gefühlt und du kriegst es nicht mit. Also ich habe, was das so geht, quasi schon vorgesorgt. Ja? Also das hat mich nicht gestört. So, irgendwann, ich habe noch Tablet geschaut, Streams geschaut, wie auch immer, ich habe mich halt noch ein wenig beschäftigt, weil mir war ich nicht. Und bin dann irgendwann um 11:30, habe ich mir gedacht, so und jetzt Noise Cancelling und ab da Lader, gell? Ah gut, bin dann auch relativ schnell eingeschlafen. Und irgendwann um 4:30 komme ich auf, gell? Jetzt schnarcht der immer noch. Also ihr müsst denken, pass auf, ja, damit wir verstehen, um was es geht. Der ist um 8 Uhr eingepennt, hat um 4:08 das Schnarchen angefangen und jetzt ist 4:30 und der fucking schnarcht noch immer.
Also der hat auch seine Lage nicht verändert. Nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach oben und nicht nach unten. Der ist klein wie ein Bredel. Ja? Und der hat geschnarcht. Es könnt sich nicht vorstellen, wie der geschnarcht hat. So. Und dann hat man gedacht, so, also jetzt wird es halt ein bisschen lächerlich, ne? Also jetzt nicht wundern. So. Und mir war so, ich müsste halt aufs Klo. So. Ne? Ich bin dann zum Bieseln gegangen, weil ich habe mir gedacht, der schaltet dann mal das Badlicht auf. Vielleicht merkt er irgendetwas, dass er sich vielleicht dann einmal doch genehmigt, sich mal auf die Seite zu drehen. Ja? Hat der natürlich nicht gespannt. Also er hat gefühlt eine zweite Narkose gehabt, ja? Mit Schnauchelement. Weiß ich nicht. Aber gut, haben wir gedacht, da gehst du her, dir helfe ich jetzt ein in die Schuhe. Ja? So, und rein zufällig, und jetzt passt auf, jetzt kommt das Cringe. Ja, wenn jetzt ein paar Leute den folgen, dann darf es mir auch schon nicht mehr wundern. Aber wir haben geschubst, ich kann das verzeihen. Ja, ich verzeihe irgendwie jetzt da keinen Scheiß. Ich sag's irgendwie, es ist, was jetzt passiert. Kissen drauf, Ruhe ist. Nein, viel besser. Jetzt pass auf. Wie ich vom Klo wieder rausgehe, besser gesagt, ich soll ja dazu sagen, wenn du im Krankenhaus operiert wirst, beziehungsweise halt eine OP hinter dir hast und gewisse Schmerz- oder halt Medikamente einnehmen musst, dann kann es da passieren, dass halt dein Stuhlgang etwas gestört ist. Ja, ist eine völlig normale Geschichte. Das ist ganz normal. Wenn ich irgendwann verzeihe, dass wir die Tabletten gegeben haben, der wo meinen Niesreiz unterdrückt. Ja, ich hab nicht niesen müssen. So, egal. Nur mal so viel dazu. Ja, ich zurück ins Bett gewatschelt, so, und der immer nur voll auf Sendung. Ja. So, und dann haben wir mir gedacht, so, und jetzt mich hat so dermaßen, ne, mir hat einer gedruckt, ja, aber wirklich so dermaßen. Ja. Und dann haben wir jetzt, und mir war im Aufgehen schon bewusst, dass das kein stiller Killer nicht wird. Ja. Also das wird Minimum-Level Trompetenkäfer. Minimum. Ja. Und ich dann nur so, jetzt gib ihm. Ne. Ich gib ihm, hab alles gegeben, was irgendwie gegangen ist, so. Es war halt leider auch kein Trompetenkäfer. Ja. Es war halt leider das Hornhelm Hammerhans. Ja, da war dann ungefähr gefühlt ganz frei und wach. Und der neben mir macht nur so. Schaut er so, mich hätte es bald zerrissen in dem Bett vor lauter Loh. Ich hab mich so zusammenreißen müssen. Dann war er vielleicht 5 Sekunden wach, dreht sich um mich, Problem solved. Er hat Schnacher aufgehört. Und dann haben wir mir gedacht, den hätte man jetzt eigentlich aufnehmen müssen. Ja? So als Sprachnachricht, so das Handy hingehalten, so, weißt du, so. Und dann, falls er wieder anfängt, dann einfach anspeien, so. Aber das war so ein richtiger, das war so der Moment, wo mir ich gedacht habe, Alter, wie tief bist du als Streamer eigentlich gesungen, dass du so einen Scheiß machst? Aber das war so meine letzte Aktion in dem Krankenhaus. Und am Montag in der Früh, es war praktisch von Sonntag auf Montag, und am Montag in der Früh um 3 Uhr sind wir bei der Visite, habe ich dann erfahren, hey, du darfst nach Hause. Ja? Vielleicht hat es so sein sollen, ich weiß es nicht. Aber war cool. War cool. Hat Spaß gemacht. So. Cringe-Level für heute wieder erreicht. 1-0 für den Bazi, ja. War cool, war wirklich cool. Ich muss ja irgendwie den geschubsten Flair da irgendwie vertreten können, oder nicht? Also, verstehe die Frage nicht. Schwarz versus Regenwald-Sagler 1-0, ja. Ich weiß nicht, ob er heute immer noch schnarcht. Man munkelt, keine Ahnung. Cringe-Bazi. War der mit Aroma? Nein, der war nicht mit Aroma, weil da glaube ich, hätte ich mich selber aus dem Fenster rausgeworfen. Wenn der so gestungen hätte, wie er laut war, dann meine ich, hätte sogar die Schwestern umbeidelt, wenn die einer gegangen wären. Also ich glaube nicht, Option habe ich die abgesehen davon. Also Noten hat er gar nicht gehabt. Ja gut, ich kann da nicht sagen, ob ich es gerade habe, meine Nosen war ja zu. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Also kein Scantank, nein, war kein Scantank. Ob er noch immer schnarcht oder nicht, das sagt er gleich, das Licht. Vor allem einen Tag vorher sagt er zu mir, ja, ich hab geschnarcht. Und ich so, hä, ich hab nicht einmal geschlafen, wie soll ich denn da schnarchen? Ich verstehe die Frage nicht. Muss ich aber scheinbar wirklich, weil Frau Bazi hat jetzt die erste Nacht auch nicht wirklich viel schlafen können, weil ich halt scheinbar wirklich schnarche ohne Ende momentan. Was aber aufgrund der Tatsache geschuldet ist, dass halt meine Nosen halt immer nur relativ zu ist, so.
Ich hab zu ihr gesagt, hau mich halt auf oder weck mich auf, ich gehe auf die Couch, ist ja wurscht. Also, sie muss so aufstehen, im Endeffekt, und ich schnarch da seelenruhig vor mir dahin, das ist mir so kein Wert nicht. Aber gut. Freunde, was hält man davon, wenn man ein wenig zockt? Sollte man ein wenig Yoshi's Island zocken? Weil wegen dem hätte man halt einfach denkt, wenn wir anfangen, dass wir ein bisschen was gemütlich spielen. Danke dir für deinen Resub im 7. Monat. Du bist, holy shit, das ist so Wahnsinn, wie die Zeit einfach vergeht. Wir haben jetzt schon bald die ersten Einjährigen, das ist einfach so geisteskrank. Danke dir für deinen Resub. Viel Spaß in der Basis gegen weiterhin und viel Spaß mit dem Mods. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, nachher her an Yoshi. Okay, ja, dann spielen wir wegen Yoshi's Island. Dann spielen wir heute wegen Yoshi's Island. Ich glaube, zum Wiedereinstieg in die Streaming-Szene, ja gut, Wiedereinstieg kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ja, so lang war ja jetzt nicht weg. Ja, tatsächlich deutlich kürzer als gedacht. So, Schnautzinger. Funktioniert das Besprochene eigentlich? Die Willkommenssound haben bis jetzt bei allem funktioniert, den er getriggert haben. Ob das deine, was man mir gestern noch geschrieben hat, funktioniert, das weiß ich nicht. Das hat noch keiner. Pause. Ich sag dir, wann Pause ist, Alter. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du Stepper bist. Okay, funktioniert. Funktioniert. Passt. Sehr gut. Mir ist im Krankenhaus ein bisschen ein Blödsinn eingefallen. Ja? Man hat 16 Stunden irgendwie rumzubringen, ja, abzüglich die 8, wo man schläft. Da fällt einem der eine oder andere Blödsinn ein, unter anderem das. Ja? Und da kommt wahrscheinlich irgendwann noch mehr. Ja? Sag ich auch dazu. So. Okay, wir haben in weit 3 Stäblen. Wir haben den Boss noch gemacht und da haben wir noch ein Level gemacht. Das heißt, wir werden halt auf jeden Fall in Welt 4 kommen. Und wir werden wahrscheinlich sogar noch einen Großteil von der Welt 4 spielen. Ja? Schauen wir mal. Zupft. Sehe das wirklich auch nicht. Das war auch eine Kopie von dir, Yassi. Das mag ich auch nicht. Ja? Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Da hält man uns schon ein wenig drauf. Da geht's nach oben. Was heißt Kopie? Ist ja deine Stimme. Ja, es war deine Idee. Auch wenn es meine Stimme ist. Also tontechnisch passt hoffentlich. Wir haben ja beim letzten Stream noch massive Soundprobleme gehabt. Mir hat's da, für die, wo das interessiert, mir hat's die kompletten Soundtreiber zerschossen. Ja? Weil ich nach dem Stream nicht einmal mehr was auf die Kopfhörer gehört habe, tatsächlich. Oder einen Tag danach, besser gesagt. Ich habe dann meinen PC im Endeffekt zum Richten gebracht. Zum TV tatsächlich. Und der hat quasi gesagt, ja, deine ganzen Treiber hat's irgendwie komplett durchgeschossen, aus welchem Grund auch immer oder weswegen auch immer. Der hat das wieder gefixt und jetzt funktioniert hoffentlich wieder alles so, wie es soll. Aber du kannst ja auch... Du kannst es ja... Ja, das muss ich... Also wie gesagt, wenn du für das Zupfte noch irgendwas anderes brauchst, dass es anders sagen soll oder so, dann sag das einfach. Das ist, wie gesagt, das war einfach nur improvisiert, so. Das ist kein Thema. Alles, was ich sagen soll, das für die Veröffentlichung aller Medien zu benutzen, mehr geschubsten kommt. Jetzt müsstest du halt, ja, das Ding ist, du müsstest halt jetzt streamen, damit wir da mal ein bisschen einen Audioton hätten, Mr. Seitschenk, ja? Weil Buchstaben hört man halt bekanntermaßen nicht. Also da brauchen wir jetzt den Felsen, ja gut, okay. Macht Sinn. Wannvisage. Wenigstens schmatzt es ihm genauso auf, wie es er mir aufschmatzen möchte. Die Buchstaben hätte man nicht sich vor Lachen auf den Boden wälzen. Ja, was ist doch so? Hast du schon mal Buchstaben reden gehört? Hashtag schubst. Ja, du bist eine Woche weg und oder bist eigentlich ein wenig mehr wie eine Woche weg und es hat sich einfach nichts verändert. Das ist so was Schönes.
Das ist so was Schönes. Ja. Obermünzensammler Yoshi. Ja, wenn wir schon bei Horrorspiele haben, Freunde, also es wird heuer noch ein Horrorspiel geben. Genauso nämlich. Wir werden mal heuer Resident Evil 8 DLC spielen. Das kommt ja jetzt auch irgendwann im November, glaube ich, aus, ja? Wenn mich nicht alles täuscht. Nächste Woche, so Gott will, kommt Blocktail. Das wird instant gespielt, sobald es rauskommt. Hallo, ich bin der Buchstabe S, habe Kurven und gefangen. Holt Mix hier raus. Was? Hallo, ich bin der Buchstabe S, habe Kurven und gefangen. Halt mir. Mr. Seid, den verstehe ich jetzt nicht. Aber genau, wie gesagt, es kommt Blocktail außer die Fortsetzung, Blocktail Requiem. Das wird man spielen, sofern es nicht nur verschoben wird, sobald es released wird. Ja. Und im November, ja gut, müssen wir halt mal schauen, wie wir da zusammenkommen, weil im November unfassbar viele Titel kommen. Es kommt God of War, das steht auf Priorität Nummer 1. Also sobald God of War erscheint, wird man mir God of War sowas von durchziehen. Es kommt Pokémon, es kommt Hogwarts, es kommt keine Ahnung, was noch ist. Also wir haben ja tatsächlich einiges zu tun. Also Content ist auf alle Fälle vorhanden. Irgendwann kommt noch Resident Evil 9, das meine kommt aber erst nächstes Jahr, wenn mir nicht alles täuscht. Müssen wir mal schauen. Nur du das auch her. Genau, dann habe ich es glaube ich, in Discord geschrieben gehabt. Wir werden mal in absehbarer Zeit Bloodborne spielen. Ja. Ich Kreuz, du! Arschloch, du Grintix. Dort zuft die jetzt aber. Die Menge nicht. Da gehst her. Hau ihn ab jetzt! Wie jetzt? Ihm tut's auch nix. Hä? Versteh ich. Halt, du aber den hast. Genau. Wo war jetzt stehen? Wir werden mal Bloodborne spielen, weil. Also, erstens einmal habe ich auf das Spiel eigentlich schon Bock seit über einem Jahr, dass wir das mal im Stream spielen. Das Ding ist, ich habe eigentlich auf ein Remaster gewartet. Ja, das wurde aber jetzt gecancelt. Ja, also es ist von einem offiziellen Sony-Mitarbeiter bestätigt worden, dass erstmal kein Remaster oder Remake zu Bloodborne geplant ist. Deswegen haben wir gedacht, jawohl, dann spielen wir Bloodborne einfach gleich. Oder bald. Ist die Kategorie schon umgestellt? Noch nicht, gell? Ja, muss ich gleich noch mal. Moment. Warum der Command nicht geht? I don't know. Der ist eigentlich aktiv. So. Passt. Genau. Also, wie gesagt, die nächsten Wochen, Monate ist gut Content geboten. Also. Zwischendurch bestimmt auch mal ein Monster Hunter Stream machen. Vielleicht weiß ich nicht, ob der Yassi und der Mozart Bock haben. Werden wir mit Sicherheit einmal machen. Schauen wir mal. Aber da ist für jeden was dabei. Ach, die kann man schlucken. Der Yoshi ist einfach OP, der kann Igel schlucken, ohne dass er sich den Rochen aufschneidet. Wie geht's jetzt da weiter? Ah! Ach, ich bin also ein Idiot. Müssen wir da aufwählen. Okay, wait a minute. Ah, I see. Feierabend und Essen morgen beim Lecken. Death, danke dir für den Lurk. Einen guten. Leidels, kümmern wir mal einen Shoutout für den Death-Macher, bitte. Wenn ihr professionell hochwertiges Monster Hunter Gameplay sehen wollt, ja, dann schaut's beim Dev vorbei. Hä? Verstehe die Frage nicht. Warum? Hey, WTF? Dann schaut's beim Dev vorbei. Der streamt da unter anderem später.
Da werde ich mit von der Partie sein, also denke ich mal. Gerade für die Leute, die wo selber Monster Hunter spielen oder erheblich viel dazulernen wollen, das lohnt sich auf jeden Fall, dass man da vorbeischaut. Bitte, Dankeschön. Menschen, aber der. Hallo ist raus. Genau so nämlich. Supporten, wo es gerade geht. Kostet immer nichts. Wow, das war knapp. Ein Geschlecht, die hörst. Sakrament, das Level zeigt sich oder jetzt, ha? Nice. Angela ist fit bei dir. Hey lol, wir haben alle 5 Flaming gesammelt. Okay, ihr seht doch, dass wir über 90 Punkte kriegen. Aber gut, nehmen wir. Ihr regt mich nicht auf, Oh, Mr. Angel, was ist los? Warum ist unser Lieblings... Halt die Goschen erst. Warum ist unser Lieblings-ITler getiltet? Warum ist dein Salzgehalt so hoch? Ja gut, an der Performance arbeiten wir aber noch mal. Was ist das überhaupt schon wieder für ein Level, oder? Ich meine, bestimmt schon wieder mein Baby nehmen, da, 100%. Wächst doch bis es. Warum schwimme ich eigentlich nicht? Oder viel leichter. Na, ist gut soweit, nur ein bisschen Überstunden geschoben. Alltag. Weiß ich nichts, okay. Ja gut, dann wünsche ich dir auf alle Fälle einen angenehmen und schönen Feierabend, Mr. Angel. Ja, freilich trifft der Torpedo genau den Falschen. Ja klar. Oh, der ist ziemlich. Ab! Zündigskirchen. Morgen ist Afterwork-Veranstaltung von der Arbeit. Was ist denn eine Afterwork-Veranstaltung von der Arbeit? Du meinst einen echten Affen? Seit wann kann ein Affe eigentlich schwimmen? Das ist eine interessante Frage. Ja, ich sehe klar, dass du deinen Bratzenausfluss hast mit deiner Granatenluft. Aha. Du friesst es gescheit her, dann ja, du willst, genau. Das soll mal was kosten, Mr. Angel, ja? Da isst für mich mit. Bitte, ja? Da kannst du locker 3 Teller essen. Ja, du gewinnst schon etwas, ja? Du musst da zwar dann irgendwo, weiß ich nicht. Nimmst du halt eine Sauerstoffzeit oder was mit? Weißt du, für den Fall, dass du Schnappatmung kriegst. Aber ich mach da feiß bei dir nichts. Und bei denen Affen herrscht auch eine Bombenstimmung, ne? Wow! Wenn man so denkt, ob das genau, dass die zwei genau warten, bis das in Oberfläche. Oh. Aber muss ich das jetzt bis oben stampfen, oder was?
Ja, das ist halt so garstig, weil der so ein dummes Schädel hat. Wo ist der? Allesamt aufs FOFE, was ist das? Als VOFE, was ist denn das? Volksfest oder was? Nein. Na doch, kann's auch Volksfest. English Translation Vocabulary Afterwork Activity Arschkriechen beim Chef. Aber auch nicht alle. Was bist denn du überhaupt? Bist du ein Quatzel oder was? Was ist jetzt was ist. Aha. Hey, was ist das für Viech? Wurscht. So bin wir heute raus. Alpenversammlung, man hört sich bis zum schönen. Mr. Abzug, viel Spaß bei der Alpenversammlung. Danke fürs Reinschauen und einen schönen Abend hier. Dankeschön. Demnächst in der Bild. Yoshi bat sich fürs unschuldige indigene Menschen. Hä? Indigen? Da gibt's Menschen in dem Spiel? Ich verstehe die Frage nicht. Was ist jetzt deine Mission? Goschen. Oh, leck. Oh! Da hätte man fast meinen Arsch weggesagt. Ja gut, auf die Bläme da unten verzichte ich jetzt einfach einmal. Oh oh! Das war knapp. Warum hat mir da... Die haben mir alle zum Fressen gern. Also, das müsst ihr mal Kicker lassen und nicht Dino. Toll, jetzt am Ende kommt die Brücke, ist das der Ernst? Was ist auch schön. Ich scheige in dir. Also. Ja, das ist alles unterirdisch. Gut, dass ich das nicht auf 100% spiele, da kriege ich den kompletten Anfall. Mal 0. Ah, mal 3. Nice. Wieder mal in 61. Aber wenn der Sei jetzt gespeichert hätte man 61. 100%ig sogar. Sei ist er der Herr der 69. Oh ja, stimmt, das war ja der Boss. Richtig. Der kann sogar ein bisschen was. Freunde der Sonne, wieder mal Diktri-Anlehnung. Ich weiß zwar nicht, ob es nach Dick da hätte noch eine zweite Entwicklung geben sollen, aber naja. So, was ist jetzt dein Problem? Du bist ungefähr... Das sind meine Nebenhöhlen vor der OP, ja? Einfach zu. Vielleicht hätte man einfach Eier ins Gesicht hauen sollen, vielleicht wird es dann auch wieder frei worden, wer weiß das schon. Oh. Ja, den kann man natürlich nicht schlucken, ist eh klar. Okay. Alola Diktri oder wie ich sag, dreifacher Himmel. Da gibt's da irgendwo. Was ist der jetzt? Da gibt's keine Eier nicht, oder was? Oliver Kahn wo? Oh, warte mal. Hä? Okay, das Level verwirrt mich schon wieder. Das ist nicht gut. Leute, das ist nicht gut, wenn mir Level verwirrt. Wow! Sehr gut, da haben wir mal Eier. Einfach mal dezent über Banden spannen. Oh. Ah ja.
eine lachende Blume. Die nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal dann mit. By the way, die ganzen Dinger da, das war jetzt mehr oder weniger Tutorial, brauchen wir nachher. Ja gut, das können wir so auch wieder abgesehen davon. So, füllen wir unseren Eiervorrat wieder auf. Für alle Fälle. Du bist ja. Die schwarzen Dinger, meine, also das Grafikzeug, was da um der Decke umeinander läuft, das meine ist, glaube ich, später auch noch ein Boss. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Wow. Wow. Ja genau, ihr werdet nämlich zu den komischen Springdinger da, ja genau. Ja, die Frage ist halt, ob jetzt wieder, wo geht's weiter? Nice. Okay, da auf jeden Fall schon nicht. Sehr gut. Da rum geht wahrscheinlich jetzt auch nichts, oder? Ah, ja, doch nicht. Uah! Ach, wir putzen da rum. Gut, Eier haben wir wieder. Nice. Mit dem verkehrt. Schreib mir nicht so. Arschloch. Wie blöd, dass der Schau kann, hä? Gehen wir jetzt im Kreis oder was? Ah, Ruhe gibst. Fix nochmal. Okay, da geht's ja wieder nicht weiter. Stimmt, gibt's in Yoshi's Island nicht einen Boss, der ausschaut wie ein simplifizierter Obelix? Der erste. Das ist der erste. Der kommt in der ersten Welt vor, ist der erste Miniboss. Sehr klar. Achso, der wächst wieder, oder was? Da bist du bescheuert. So. Brauchst du aber nicht meinen, gell? Du kannst... Ja. Ja, das war jetzt... So, ich wollte nur meine Eier haben. Gut, den eigentlichen Weg habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Ja, da muss es eigentlich rechts weitergehen, geht ja fast gar nicht anders. Mama? Brotzeit Resub, Gammerb 98 DSC Hubst Gammerb 98 Love. Der Brotzeit Resub. Mein Kavidere, merci dir für deinen Resub im 10. Monat. Jetzt spürt's dir schon wieder aus. Fix nochmal. Alter, merci dir. Ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. Weiterhin willkommen in der Bazi und viel Spaß mit den Mods. Danke dir. Wie geht's da? Obst jetzt du mit klar bleibst. Das ist so der, ich glaube, die Dinge, die sind eigentlich die typischen Klogeister, wenn du mich fragst. Wie jetzt? Weiß schon nicht. Sehr gut. Verbieten. Schnauze. Der verbieten Wackelpudding, ja.
Ja, geht so. Eieiei. Ja. Halt noch ein wenig aus, hast das bald überstanden. Ja. Also. Ein bisschen durchhalten noch, dann wird's auch 10. Ich hab das aber gesagt. Just don't. Hey, wann haben wir jetzt da nochmal beim Endboss? Müssen wir jetzt eigentlich bald einmal da sein, oder? Okay. Okay. Hey, da gibt's keinen Sternenkreis? Oder hab ich den vorher ein bisschen schon vorbeigerannt? Ah, doch, der war in der Mitte drin, jojo. Der war ja in der Mitte drin. Schön, das war so der erste Boss, der eigentlich tatsächlich ein bisschen was Kino hat. Also im Verhältnis zu den anderen. Der ist nur an dem Novi da unten verwundbar. Und da kommst du auch nur hin, wenn du über Banden schießt, anders geht's gar nicht. Aber sonst ist es eigentlich einfach. Musst du aber als 6-jähriger Bub auch erst einmal verstehen. Naja. Scheiße der Feit. Ein Gärtner darf ich keiner werden. Ja, schon haben wir ein Weitbier. Geht schnell. Ich weiß ja, die 5. Welt ist mehr Abfuck. Das glaube ich war so eine Schneewelt, wenn mich nicht alles täuscht. Safira, hab ich dir. Oh, bist du schon wieder im Lande? Was fehlt bei dir? Zweite Phase, wo? Gibt's in Yoshi's Island nicht. Doch, stimmt nicht. Ist gelungen. Es gibt einen einzigen Boss, der 2 Phasen hat. Kannst aber jetzt denken, wer das ist. Das kannst du jetzt denken, wer das ist. Oh Gott, ja, stimmt. Okay, ich nehm's zurück, die 4. Welt ist auch schon abfuckt. So, einmal mal durchgrinden, den Lachs. Gib Frieden! Also aus. Wolleck spitzt der weit. Denk nicht mal drauf. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wer in der Welt 4 die Bosse waren. Ich glaube, den ersten, den weiß ich, aber ich weiß den zweiten nicht mehr. Oh. Stehen geblieben. Bevor die Frage kommt, ja, der Yoshi kann einen Bombenschlucker. Es gibt nahezu nichts, was der Yoshi nicht schlucken kann.
Ich glaube, da kämen jetzt noch die komischen Pollen, oder? Die wo dann... Ja, natürlich, ist ja klar. Okay, jetzt sage ich mir potenziell ein paar Mal sterben. Ja? Außer ich kann es irgendwie vermeiden, da nicht einzubrennen. Ist schon passiert, okay. Ja. Oh, hintaus ist das gesehen, da hab ich gehört. Hat sich mein Partner im Krankenhaus auch gedacht. Oh Gott, mich wundert's, dass ich noch nicht einmal runtergefallen bin jetzt. Weil da wird schon fast... Oh! Hallo, Gott, weil wieder normal werden, danke. Also, das sei schon wieder schon. Seit Samstagabend. Sehr schön. Wir warsen. Habt ihr einen schönen Aufenthalt gehabt? Yoshi ist in China. Weil er alles schluckt, meinst. Oh Mann, ey. Siege, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Leider wird, was darf man mir eigentlich davon halten, wenn wir Freitagabend auf 19 Uhr einen Stream machen? Was darf man da davon halten? Darf man da was halten davon? So, ich habe sowas vor aufgelegt. Ja, kann auch sagen Hallo und dann legst du irgendwas aus drauf. Oh, das war jetzt... ist wurscht. Ich wollte eigentlich die Biene noch haben. Die Blume noch haben. Aber gut. Der Herr Fred, Habitäre. Alles gut? Alles gut soweit im grünen Bereich? Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Sorry, ich wollte gestern eigentlich bei dir im Stream abends noch vorbeischauen, aber ich war des Todes müde. Ich glaube, dass ich meinen Schlafmangel aus dem Krankenhaus gestern richtig nachgeholt habe. Also ich war ab 8 komplett am Ende. Wie voll dabei gehen wir weiter. Sehr gut. Weil ich überlege, also morgen gang zwar, aber morgen ist halt, weiß ich nicht, noch nicht hundertprozentig sicher. Und ich will es jetzt am Anfang eigentlich auch nicht übertreiben. Also, was heißt übertreiben? Ich möchte es nicht außerfordern, sagen wir es so. Aber Freitagabend war eventuell jetzt so der Plan, dass ich sage, ich gehe so auf eine 7, halb 8 live, so bis um eine 10 oder so. Mal schauen. Also, hätte man jetzt einmal gedacht. Kann sich halt natürlich auch noch ändern. Kann auch das erst. Also Sonntag gingen die definitiv live. Sonntag irgendwann, wahrscheinlich am Vormittag oder vielleicht am Mittag so Frühschoppen-mäßig. Ja. Aber wir konnten mal am Freitag festhalten. Ja. Es sei denn, es kam irgendwas dazwischen. Aber dann vielleicht Freitagabend so gemütlich. Spider-Man, da darf man Spider-Man spielen, abgesehen davon. Fred, bist du heute Abend auch dabei? By the way, Mods könnt ihr ja auch für den Captain Fred einmal kurz einen Shoutout machen. Das ist dasselbe in grün. wie beim Captain Death. Auch ein professioneller Monster Hunter Spieler. Kann man auch unfassbar viel lernen. Da könnt ihr auch gerne mal drauf schauen. Ist ein Österreicher, streamt, soweit ich weiß, nur auf Österreichisch. Ja? Und Lieblingsnachbarn unterstützen wir mir sehr, sehr gerne in unserer Community. Also von daher gerne auch da mal drauf schauen. Und ja, ein Däumelein da lassen. Bitte, Dankeschön. Okay, das war jetzt easy. Naja, professionell eher nicht. Laber kein Müll. Österreicher say no more. Wann bei mir Monster Hunter World? Ich mochte das eigentlich, Monster Hunter World spiele eigentlich nur so als zwischendurch mal. Also ich bin jetzt nicht reiner Monster Hunter Streamer. Wir haben ja schon zweimal gestreamt tatsächlich. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht demnächst mal wieder so spontan. Wir haben ja also die Miss Marshall und Modsock aus unserer Community, die haben jetzt auch Monster Hunter angefangen. Da geht sie bestimmt einmal irgendwie, ja,
so gemeinsamer Zock aus oder was? Müssen wir mal schauen. Aber heute Abend spiele ich auf alle Fälle beim Dev mit. Oh fuck, der kann da durchschießen. Heute Abend habe ich tatsächlich mal wieder ein bisschen Zeit vorm Rechner. Und ja, werde die Gelegenheit tatsächlich nutzen. Und ein bisschen mitdaddeln. Sofern sie meine Möglichkeiten steht. Ach, da geht's weiter oben. Okay. Schauen wir mal. An das kann ich mich sogar noch erinnern. Ich glaube, da hat es eine einzige rote Münze gegeben. Ja, genau. Ja. Ist aber in dem Fall eh wurscht. Also das, wenn du versammst, da bist du sowas von am Arsch, wenn du das auf 100% spielst. Weil da kannst du nämlich, du musst nämlich das Level beenden, damit du da wieder reinkommst tatsächlich. Okay. Ach, da musst du aussuchen, entweder... Okay, na gut. Vermute jetzt einmal, Blume war die schlauere Wahl. Oh, ich hab keine Eier mehr. Da können wir ohne Eier nicht drüber. Können wir respawnen die? Tatsächlich. Okay. Ah, der respawnt nicht. Nice. Na, immerhin. War jetzt auch nicht unbedingt schlau. Ah, wobei, doch, weil da ist eine Blume drin gewesen. Also, in der Hoffnung, dass jetzt nicht, vielleicht nicht stirbt. Nice. Gut, Schlüssel haben wir. Ich weiß zwar nicht, wer wo so gut ist, aber... Egal. Ah, für das Bonusspiel, ja gut, okay. Wer ist sofort darf mit dem Scheiß umeinander zum Werfen? Haben wir uns da. Du auch. Boah, gefettfingert. Ist ja der Böse ins Auge gekommen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich glaube, dass da rund irgendwo Stacheln hat. Okay. Ach, da kann man aus... Ja, genau, da seht ihr es nämlich. Da haben nämlich die Stacheln. Ja, und ich spring genau rein. Nice. Okay. Haben wir das auch mal gesehen. RIP! Naja, haben wir noch 15 Leben. Der Sternenkreis ist da nicht umsonst abgebrochen worden. Ja, aber wie kommt man jetzt noch und da rein? Hä? Okay, keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ich möchte es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht ausprobieren. Okay. Easy. Naja, Jassi, wie geht's denn bei dir eigentlich? In MHW, worauf hast du schon weitergespielt?
beziehungsweise bist du dazugekommen, oder was so. Legiana. Ja, immerhin. Legiana. Ja, müssen wir uns jetzt mal, keine Ahnung. Ich habe ja eigentlich eh Zeit, abgesehen davon. Dann müssen wir uns was ausmachen, dann ziehen wir da mal durch. Dass ihr zumindest mal die World Story schon mal durch habt, wenn wir in Eisborn kommen. Oh Gott, das Level ist auch so abfuck. Zwängt Zeit oder zu mir. Mozart ist hübsch am eingrinden, was ich so mitgekriegt habe. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wo er ist momentan. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern habe ich geschwind eine halbe Stunde mit ihm gespielt, aber ich habe ihm die Klammerklaue beigebracht oder er hat mir mal gesagt, was man mit der eigentlich anfängt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du fit schon bist mit der, beziehungsweise ob du mit der überhaupt schon mal was gemacht hast. Aber ja. Also zeigt jetzt mein Reset nicht an, oder was wird das? Der ist weder bei mir im Dashboard, noch ist irgendwas getriggert worden. Also bei alle anderen ist die, wo halt geresubbt oder gesubbt haben, ist gegangen. Mr. Billinger, habe ich der, abgesehen davon. Aber du hast einen Sub-Badge tatsächlich noch. Which means, dass eigentlich dein Sub noch läuft. Wow. WTF, was war denn das? Weil mir hat es gerade einen Prime-Sub genommen, aber Sub zeigt es nicht an. Warte mal schnell, ich schau mal schnell, ob der... Wird mir jetzt aber auch nicht aufgeführt, also weder in Labs noch in Levels. Ja, wieder läuft der, ist... Ja, wieder... Ja, nein, also, wie gesagt, dein Sub läuft scheinbar nur. Also, wie gesagt, wenn du hast ja einen Sub-Badge. Also rein theoretisch... Keine Ahnung. Komm mal schnell, warte mal schnell. Wir haben mit Streamlabs verbunden. Also rein, also wenn er Alert kommt, dann... Oder wenn du subst, bist du eigentlich... Es wäre wieder Twitch sein, hundertprozentig. Ja? Also, warum soll denn einmal was funktioniert? Na, Klammer, glaube ich, habe ich noch nicht. Okay. Ja, das kriegen wir hier. Da ist er. So at ABA scheiß Twitch Handy App. So, jetzt scheiße. Billinger, danke dir für dein Reset beim 8. Monat. Da schau her, jetzt ist er. Du sofort mein Baby her, weil er einen Arsch der links noch aufreißt, du Arschkeibe. Jetzt ist er gegangen, sechst du da. Merci dir für dein Reset beim 8. Monat, mein Freund. Viel Spaß weiterhin in der Basis gegen. Viel Spaß mit den Emotes. Der immer schon. War komisch, wenn bei dir der Alert nicht triggert und bei alle anderen schon. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Aber mit den Kinsäcken geht schon ganz gut und mit Mozart zusammen geht auch was weiter, wenn wir mal spielen. Ja, klar, wenn ihr halt natürlich, erstens einmal zu zweit macht es ohnehin schon mal mehr Spaß, mit mehr Leid, sowieso. Und das ist halt gut, wenn du halt die Kläfe von Anfang an so spielst, weil nur so spielt man halt Kläfe richtig. Das darfst zwar am Fred nicht sagen, weil der mag Kläfe nicht. Ja? Aber so spielst du halt Kläfe tatsächlich richtig. Ich hab's auch erst lernen müssen. Können wir uns jetzt darauf einigen, dass ich jetzt da nicht von irgendeinem Gesindel runtergeworfen wird? Dankeschön. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, was der zweite Endgegner aus der 4. Welt jetzt ist.
Ich mag's ganz gern eigentlich. Kleve spielt sich cool, ja. Definitiv. Spiel mal. Das gründig. Hau halt du mal ab, ha. Schön eine Schussbahn. Kleve spielt tatsächlich sogar auch mehr als wir alles andere. Tatsächlich. Aber ist wirklich eine coole Waffe. Definitiv. Wenn man jetzt der Fred dann anfollowt, dann brauchen wir auch nicht mehr wundern. Alter, das Kack-Wohnheim-WLAN. Wie Wohnheim? Wo bist denn du? Grusche oder was? Nein. Heute Goschen erst! Meine Fresse! Ich liebe voll. Ja, später probierst du sowieso an mehr Waffen. Ja? Also bin ja jetzt nach und nach dran, mehrere Waffen zum Bauen zumindest einmal. Und dann später zum Lernen. Machst du aber automatisch. Aber es ist zumindest gut, wenn du mal Main-Waffen hast, auf die du eingespielt bist. Berufsschule in Mittelfranken. Oha. Was der aus Blockschule? Ja, wahrscheinlich aus Blockschule, oder? Also wird es jetzt nicht wegen 2 Tage in Mittelfranken sein müssen. Bogen. Hat man jetzt mit dem Ding erst am Bild zusammengebaut, aber Bogen ist tatsächlich, ja, schwierig. Brauchst du beim Bogen brauchst du, da soll jetzt, ja, das sollte mich korrigieren, wenn ich falsch stehe, aber da solltest du Dekorationen haben, damit der richtig funktioniert. Ein Bogen ist nicht ganz so einfach. Aber kann man natürlich auch spielen, klar. Oh ja. Und du streamst mal morgen auch, ja? Oder, Jassi? Ich glaube, also ich meine, dass ich es gelesen habe. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Rice, habe ich dir. Alles fit bei dir? Oh ja, das wird jetzt abfuck. Das glaube ich ist ungefähr die längste Festung, die was in dem Spiel gibt. Außer Javin fuckt mich wieder 2 ab. Okay, was Moment da. Achso, ja, stimmt, da war ja was. Ja, okay, der war mies. Du kannst doch morgen nicht? Ja. Ist schwierig, Mr. Angel. Ist schwierig. Du hagelst momentan ein bisschen aus. Ja, ihrerseits, oder wie? Leck mich am Arsch. Der war aber knapp, Alter, wie schnell ist denn der? Es wird besser, war heute das erste Mal seit der letzten Dienstag draußen und selber. Ah, ja, genau. Wie geht's denn dir mit der. Was da? Mit der. Hüften hätte ich schon fast gesagt. Mit der Leisten. Alter, das Level trollt mich jetzt gerade. Hat's Midlife cried. Was der, du bringst, nein. Wenn's die abfuckt, dann ist so mehr Seedorf jetzt wahrscheinlich eher suboptimal. So, jetzt aber. Oh, aller guten Dinge sind, keine Ahnung, 38, irgendwie so. Alter, das Ding ist verdammt schnell! Oha! Das wird schon Kunst da um mit zum Kämmer. Na komm. Hey, nimmst ja Flaschen Wodka mit. Flaschen Wodka, da wird's, glaube ich, gleich entspannter. Oder pennt, weiß ich nicht. Eins von beiden. Warum ist denn das Viech so stark schnell? Da komm ich irgendwie gerade nicht wirklich.
Jetzt ja, dass Chefin sauber und unflauschig ist. Aber ganz sauber unflauschig. Aber ich hab vorher gerade gesehen, der bremst da irgendwie. Vor allem das Viech taucht einfach aus dem Nichts auf. Ja genau, das hast du davor. Oh. Jetzt ist er daheim, der Herbert. Sehr gut. Hast du die sauber verausgabt? Ich hoffe doch. Hast dann so, hoffentlich brennt das Sixpack jetzt. Ja? Also so richtig. Ja? Wieso heißt, weiß ich nicht. Bin definitiv. Ich möchte endlich wieder Workout machen. Ich muss noch warten. Ich darf leider nicht. Sport ist erstmal tabu. Du hast noch fünf Wochen Krankenstand vor mir, dass du heilen kann. Mr. Price, genieß es. Ja? Das müssen wir jetzt fast ein wenig nutzen. Ja? Ich habe zwar nicht mehr 5 Wochen, ja? Also ich habe jetzt dann noch 2 normal. Ja? Also zumindest wenn ich nach dem gehe, was der Doktor sagt. Also bin ich jetzt dann bis Ende Oktober nur daheim. Mal schauen. Erfahre ich dann am Freitag. Und dann geht's normalerweise wieder dahin. Aber ich genieße auch die Zeit jetzt erstmal zu Hause. So. Das Schloss hebt sich von alle anderen ein bisschen ab, weil man muss 4 verschiedene Schlüssel sammeln, damit man da dann reinkommt. Beziehungsweise, man braucht 4 Schlüssel, um zum Endboss zu kommen. Deswegen wird sich dieses Ding hier ein klein wenig ziehen. Die Wampen tut mir auf jeden Fall weh. Jawohl, dann kannst du morgen auf jeden Fall schauen, wie du dir auf Scheißeisel sitzen kannst. Ja? Weil das kenne ich. Sixpack-Muskelkater oder Bauchmuskelkater ist garstig, sage ich dir. Und glaub mir's, ich muss wissen. Mein Herst! Alter, muss ich mit... Mario, kannst du chillen? Ja, freilich, das Viech geht mir jetzt auch gerade noch ab. Klar. Natürlich habe ich jetzt keine Munition mehr. Du hast 3 Tage frei? Ja gut, das muss halt auch mal sein. Aber trotzdem wirst du morgen mit Muskelkater zu kämpfen haben. Und wenn nicht morgen, dann spätestens übermorgen. Aber ist ehrlich, wenn du mal ein wenig frei hast. Da schießt aber auch jeder mit irgendeinem Scheiß umeinander. Wow, das war knapp. Ich vermute jetzt einfach mal, dass... Da erinnert. Depp da! Aha, Schlüssel Nummer 1 haben wir. Ja genau, lauf du mal daher. Okay. Nice. Price ist alles fit bei dir. Ich weiß nicht, ob ich das schon... ja, ich bin so stockblöd. Ja, der Alzheimer von den 30 Jahren hinkriegt wieder. Passt schon, vergiss die Frage. Passt schon. Aber keine Ahnung, was ich jetzt für einen Aussitzer habe. Weißt du, der Jünger bin ich auch nicht mehr. Na, es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut.
Das kalkige Wasser im Wasser, ich kenne das. Plot Twist, ich hab seit ich daheim bekommen einen einzigen Schluck Wasser nicht getrunken und ich glaube eher, ist wurscht. Ich glaube eher, dass ich noch unter medikamentösen Einfluss stehe. Noch mehr eiskalt? Sehr gut, lass das auf alle Fälle schmecken. Oh Gott, die werde jetzt so verrecken, so dreckert, dass nimmer schön ist. Genau, wir machen das jetzt ganz simpel. Ja, scheiß auf die Blärmeldung, das interessiert gerade keinen. Einfach durchsliden. Nächstes da. Schlüssel Nummer 2. Ein kalkiges Wasser ist so für Borndeln. Was findet denn Bongeräusch beim Springen? Wie meinst du jetzt das? Easy. Ja, einfach durchfliegen. Die Dorn fällt auch super. Mr. Herbert, ich verstehe nicht, was du sagen, mein Herz. Du holst sofort dein Maidwind. Ich zieh das fix. Ja, dann hat das Training was gebracht, auf alle Fälle. Wir schießen da schon wieder so gründlich. Ja, freilich, ist eh klar. So, jetzt ist die eigentliche Frage. Aha. Ah, okay, Sternl haben wir voll. Ist ja schon mal was. Das Problem ist, wenn wir so viele Schlüssel dabei haben, können wir weniger Eier mitnehmen. Natürlich muss das Arschloch jetzt da genau vor dem Schlüssel stehen. So, haben wir es jetzt. Fix nochmal. Bin aber jetzt nochmal weg, bis das Handy soweit wieder Saft hat. Mal schauen, wie lange machst du? Ungefähr bis halb 8. Halb 8 ungefähr. Mal gucken. Mal gucken. So, was haben wir jetzt noch nicht? Jetzt pass auf. Das Lavabecken haben wir. Ich glaube, da oben waren wir noch nicht, oder? Ja, doch, da. Warte mal. Wait. Da waren wir noch nicht. Okay. Merci für den Lurk, Herbert. So. Aha, da kann man nicht aufspringen, weil sie einen Stachelbimbus haben. Ach, die kann man. Okay, ja gut. Die Saurier habe ich letztens gehäkelt gesehen. Voll süß. Leider keine Anleitung dafür gefunden. So von Yoshi's Island der aktuellste Titel. Also ich glaube, dass der aktuellste Titel noch immer ist Woolly World. Da ist der Yoshi, also da besteht die ganze Welt aus Wolle, tatsächlich. Hat jetzt mir nicht so gefallen. Also ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich warte halt auf ein Yoshi's Island, das wo so ist wie das im Endeffekt. Vielleicht spielen wir es irgendwann einmal. Ja, das kann es auch, aber boah, das war jetzt wieder mehr Dusel wie Verstand. Aber wie gesagt, das neueste Yoshi's Island ist tatsächlich eine Wolle-Welt. Ist aber auch ganz anders wie das jetzt tatsächlich. Also das ist jetzt nicht rein Jump'n'Run, sondern, glaube ich, gibt es irgendwie mit Spiegelwelten, glaube ich. Da gibt es 2 Welten, also 2 Ansichten, also Vorderseiten und Hinterseiten von der Welt. Kann's auch, wenn ich mich jetzt so nicht täusche. Es ist ja angeblich, was man jetzt so hört, ein neues Mario-Spiel in der Mache, ja? Also ein richtiges Super Mario. Selbst für Sims gibt's eins. Schick mich Strick, heißt das.
Das war was für ein Wi-Fi Opening Stream. Yoshi's Woolly World. Ja, wenn die Wi-Fi eine Switch hat, dann ist das definitiv was. Für sie. Ich dachte eher mal hoffen, dass er mal ein neues Donkey Kong rauskommt. Das war schon lang überfällig eigentlich. Ja genau, Leute. Geht's einmal bei der Semcrowife auf den Kanal, ja, und jetzt einmal den Following-Button pushen, ja, weil wenn, die Wifi hat nämlich gesagt, wenn wir mal 50 Follower bei ihr haben, dann macht's einen Stream. Ja? Also rauf da, wer ist noch nicht da. Es braucht mehr Streamer auf der Welt. Ja? Mehr geschubste und mehr flauschige Streamer, ja? Abgesehen davon. Ich hab schon vorbereitet. Besser ist! Ja, das schafft man schon irgendwann. Genau, da ist der Link. Und bei der Gelegenheit schaut's bei der ersten Jahr gleich noch vorbei, ja? Streamerin aus Österreich. Ja, da haben die ganzen Shoutouts, da sag ich jetzt nicht zu jedem, weil sonst wie bis um 7:30 nicht fertig mit dem Schmatzen, ja? Einfach da mal bei den ganzen Leuten vorbeischauen, die wo jetzt geschautoutet werden, da kriegt's überall guten Content. Ausrufezeichen Siege an der Stelle, Mr. Seijing. Na genau, und so funktioniert er. Ich hab's ja gesagt, Challenge accepted, Wettschulden haben Ehrenschulden. Aber wer weiß, vielleicht taugt dir das dann so stark, dass du das dann regelmäßig machst. Ja? Sag niemals nie. Also wenn ich vor einem Jahr hätte ich auch nicht gemeint, dass ich das mal so regelmäßig mache, wie ich es jetzt mittlerweile tue. Es macht aber auch verdammt viel Spaß. Oder wenn man so Leute wie Enk um sich hat. Kann alles passieren. Eben. Da jetzt eher da Kettenbomber oder was? Den muss man ja so machen. Ah. Oh, stirb! Ah, da drückt es einem einen bunten Schwarz aus, an Yoshi. Hast du dann Donkey Kong Country Tropical Freeze gespielt? Ja, tatsächlich ja. Sogar mit. Jetzt bin ich müsste jetzt liegen, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube 5 oder 6 K-Level, also 5 oder 6 Welten auf 100% gespielt, aber dann hat es mir nicht mehr bockt, tatsächlich. Aber ich verspiele nicht, dann haben wir auf jeden Fall, das haben wir ja schon ausgepackt und der Rest. Ja genau, sowieso klar. Das ist aber sowieso klar. Da gibt's ja kein Thema nicht. Aber ja, Donkey Kong Country habe ich tatsächlich, Tropical Freeze habe ich tatsächlich gespielt. War nicht schlecht, aber ja. Ich vermisse jetzt so richtig oldschool Donkey Kong tatsächlich. Jetzt müsste halt einer von den anderen Mods sein. Pass auf, das mache ich. Ja, beim Sei schauen wir natürlich auch vorbei. Stream Comeback Wanzi fix. So, die Frage ist jetzt, ich glaube, ich weiß schon. After Also im November, okay. Mordo drückt sie. Soll man das wirklich auch antun?
Warum stelle ich die Frage? Bist du behindert? Warum? Ich muss die Medikamente aussitzen. Das ist. Ich komme auf ganz dumme Gedanken. Ich komme gerade auf ganz dumme Gedanken. Ich komme auf ganz dumme Gedanken, Freunde. Ich mach lieber Madison, das ist am Eising ist einfacher. Ich dachte sagen, du fängst klein. Ja, wenigstens ist der Zug jetzt auf die abgefahren. Jetzt muss nicht mehr Ivis auch spielen, sondern jetzt musstest du spielen. Ist ja auch schon mal was wert. Obwohl ich glaube, dass wenn es ich spielen darf, dass dieser eventuell der eine oder andere witzig finden darf. Hey, für was habe ich jetzt den Felsen da hergeschoben? Für nichts und wieder nichts, oder was? Jeder wahrscheinlich außer dir selber, ja, das glaube ich nämlich. Das glaube ich nämlich auch. Ich muss ich bin richtig froh, dass ich vor der Inflation bei dir, dass ich den Sound noch triggern hab können. Weil ich tatsächlich ein bisschen Dusel gehabt. Der Sai spielt wie Sascha und der Gamer spielt Madison. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das, was ich jetzt gleich tue, im Nachhinein böse bereuen werde. Moment. Jetzt ist aber Pause. Ich sag dir, wann Pause ist, Alter. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du Stepper bist. So schaut es nämlich aus, Sei. Verstehe eigentlich die Frage nicht. Oh. Was? Keine Ahnung. Ich glaube, dass ich noch irgendwie Betäubungsmittel in mir drinnen habe. Warum ich das jetzt tue? Ich weiß es nicht. Welche Frage? Weil wir schauen in die Abstimmung. Mein Halt, mit blöden Saugeräten. Ja. Gott sei Dank hat keiner meine Ankündigung gesagt.
Ich habe ja so, Mr. Saiching, das hättest du mir jetzt nicht sagen dürfen. Den Kommentar, den suche wir. Was hat jetzt der Seido geschrieben? Aha, ja, dann gibt's ab November bis Silvester nur mehr Horror und viel Windeln. Brudi, mir machst du gar nichts vor. Ja, habt ihr es gehört? Ab November bis einschließlich Silvester gibt's beim Sei Horror-Action zu sehen. Ja, jetzt haben wir es nämlich confirmed. Irgendwer klippt den Scheiß jetzt, ja, dass wir einen Beweis haben. Ich zum Beispiel, also erwarte dann mindestens der 5., wo allein ich gesehen habe. Man muss nicht alles machen, was in ist. Ich hab's ja nur bei der Yassi gesehen und da, ja, doch eigentlich schon viel, aber ja. Ist jetzt nicht der Spiel, wo ich halt in- und auswendig mir merken kann, so. Ich muss ja also ein bisschen mich, ja, nach euch richten, was ihr gern, oder was die Mehrheit gern sagt. Ich meine, dass man nicht alle unter einen Hut bringt, ist eh klar. Ja, ich kann nicht Spiele spielen, die wo ja jeder macht. Das funktioniert halt einfach nicht. Aber ich kann schon so ein bisschen auf das eingehen oder so ein bisschen auf das hören, was ihr halt sagt. Ja? Dass ich jetzt natürlich für den Fall, ich brauche eigentlich die Umfrage eh nicht anschauen, weil ich eh weiß, wie es ausgeht, aber es wird halt jetzt nicht so werden, dass ich Madison gleich ab nächster Woche spiele. Wie gesagt, das Programm die nächsten Wochen, Monate ist eh sehr voll gepackt. Ja, da werden jetzt erst einmal, und ich glaube, das versteht vor allem auch jeder, dass jetzt dann erst einmal die neueren Titel im Vordergrund stehen. Allein, weil ich halt einfach auch auf die Titel irgendwo brutal hyped bin. Ja, Plague Tale eben jetzt gleich ab kommender Woche, ab 18. Monat. Und dann geht's eh nahtlos wahrscheinlich schon in God of War über. Es kommt Pokémon, es kommt Hogwarts Legacy, es kommt so viel Stuff. Ohne Witz. Also selbst wenn jetzt da, und das wird auch so sein, dass jetzt ihr für Madison stimmt, oder dass ihr Madison sein mögt, das wird dann irgendwann kommen, ja. Aber es wird jetzt nicht, ich glaube nicht, dass heuer noch kommt, sagen wir es mal ja so. Weil eben aus genannten Gründen, wie gesagt, ich will halt einfach erst einmal die neueren Spiele spielen, die wo einfach jetzt demnächst in den Startlöchern stehen. Ja? Und ich glaube, das Interesse eurerseits auf den neuen Titel ist mindestens genauso groß wie von mir. Ja? Also ihr wollt ja sicher auch sagen, wie das neue God of War und das neue Plague Tale ist. Ja? Für die Leute, die es halt nicht selber spielen. Ja, das war sehr intelligent, was jetzt da gesagt hat. Na wieder, eine richtige Bazi-Nummer war das jetzt wieder. Freust du so stark auf Plague Tale? Ich bin auch gespannt drauf, tatsächlich. Du sollst den hin und wieder dabei machen, ja? So nix. Ja, 56%, ja, das war eh klar. Wie, da haben nur 5 Likes gestimmt, oder was? Achso, nein, insgesamt. Okay, das ist aber doch recht ausgeglichen. Aber ja, okay, ja, vor allem, dass du mir richtig schöne Horrorspiele empfiehlst. Also, ja, da kann man putzen gleich ans Tisch hier haben. Ja, sie. Verstehe die Frage nicht. Legacy kommt erst im Februar. Ach so, das kommt heuer noch. Ach so, das ist verschoben worden, okay. Na, aber wie gesagt, Leute, also wir können Madison schon spielen, wir können auch irgendwann einmal Visage spielen, das ist überhaupt kein Thema nicht, weil Horrorspiele, glaube ich, generell nie schlecht ankommen, ja, vor allem weil ich mich einscheiße, wie so ein kleines Schuldirndl. Aber wie gesagt, seid's mir nicht best, das wird jetzt nicht in absehbarer Zeit die nächsten Tage, Wochen passieren. Aus eben genannten Gründen. Ja. Freuen wir uns einfach jetzt dann auf die neuen Spiele. Ja, wie gesagt, Plague Tale ist der erste große Opener für die der ist lästig. Für die jetzige Twitch-Saison. Ja.
Und gefolgt wird es dann von God of War. Das wird der nächste Renner, da bin ich auch verdammt gespannt drauf. Und dann, ja, Pokémon kommt auch noch, es kommt so viel, es ist einfach so viel Stuff. Also ich kann gar nicht so viel streamen, was an Spiele da ist, tatsächlich. Ja. Aber das kriegen wir hin. Wir werden auch mit Sicherheit in absehbarer Zeit wieder mal so Discord-Umfrage machen, was ihr sehen wollt. Ja, da wähle ich wieder so 4, 5 Spiele aus, ihr könnt es dann entscheiden. Ja. Das haben wir jetzt 2 oder 3 Mal gemacht. Ja, das mache ich nicht immer, ja, aber manchmal, wenn ich mir jetzt selber nicht sicher bin, was ich eigentlich spielen möchte, dann lasse ich halt euch entscheiden. Man ist bisher immer ganz gut gegangen. Also sehe ich keinen Grund nicht, warum wir das auf Eis legen. Tatsächlich. Ja? Dark Occult, besseres Horrorspiel, was ich jemals gespielt habe. Das glaube ich, habe ich ein bisschen bei der... Das glaube ich bei der Sabrina ein wenig gesehen. Also ich meine es bei der Sabrina gesehen zu haben. Okay, dann was wir anders. Lul. Okay, warte, den Britschen da mal. Aber ich schleiche mir jetzt in die Nachtschicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Mr. Werb, dir eine angenehme Nachtschicht. Ja? Lass dich nicht ärgern. Ja? Bleib sauber, bleib flauschig. Wir hören uns, ja, wahrscheinlich entweder morgen oder spätestens am Freitag. Schaut's ja mal. Ja. Merci fürs Zuschauen, Alter. Hau dir rein. Mei, ich stelle mir aber heute auch wie der erste Mensch. Also ungefähr jeden Gegner, den man haben kann, den habe ich. Aber was ist jetzt mit dir, deine Steizfürs? Zupfte. Jetzt wird's aber anstrengend. Ich bin zumindest schon mal zufrieden, dass halt wirklich toi 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 technisch alles funktioniert. Die Willkommen-Sounds funktionieren endlich, sogar der Sound-Alert über die Kanalpunkte funktioniert. Danke Jassi nochmal an der Stelle. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt heute einmal wirklich reibungslos läuft. Ja? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Visage, Medicine, The Dead of Night, was gibt's denn da noch in die Richtung, außer der Tag? Ich kenne mich, was Horrorspiele ein bisschen, was das angeht, kenne ich mich ein bisschen wenig aus, obwohl ich die 3, was du jetzt gesagt hast, kenne. Ja? Kenne Visage, kenne Medicine, kenne Dead of Night. Verschleiß jetzt, das geht morgen gar nicht. Ja, okay. Wahrscheinlich ist es gescheiter, dass ich einfach Pfutzen halt. Das ist wahrscheinlich tatsächlich gescheiter, dass ich Pfutzen halt. Leute, der Song, die Welt 4 haben wir ja noch durch, oder? Ich meine, haben wir gar nicht mehr so schlecht dabei. Riddle like the wind. Oh, hell no. Hey, warum komm ich da nicht her? Ah ja, lol. Hoppala. Ja. Nein. Rip. Achso, das Thema schon. Und jetzt ist Gaming-Wissen. Ja, das machen wir direkt. Weil Bildungsauftrag. Hashtag Bildungsauftrag. Okay. Wir wollen uns fortbilden, haben wir gesagt, oder? Wir haben eine Bildungscommunity. Wo haben wir denn mit das letzte Mal gewesen?
Ah, wir waren mal bei Need for Speed. Richtig, wir waren mal bei Need for Speed. Jetzt geht's um Portal 2. Hey, da schauen wir um Portal gegangen, oder? Schau mal. Das ist ein Schmumm verzeih. Ja, tatsächlich. Okay, es geht wieder mal um Portal 2. Das war beim 4. Punkt, das schauen wir um Portal 2 gegangen. Und jetzt sind wir beim 9. Da geht es auch wieder um Portal 2. So it is, okay? Hast du schon ein Eimerkall drin? Was? Ein Eimerkall? Mr. Price? Verstehe die Frage? Portal 2 war schon, glaube ich. Ja, das war als 4. schon mal. Das 9. haben wir noch nicht. Weil das letzte war Most Wanted. Gut. Okay, Portal 2. Portal 2 sollte eigentlich keinerlei Portale beinhalten. Erst nachdem ausnahmslos jeder Tester sich über das Fehlen beschwert hatte, änderte Valves Team seine Meinung. Ein Spiel, was Portal heißt und keine Portale hat. Oder soll? Ich verstehe die Frage nicht. Portal 2 sollte eigentlich keinerlei Portale beinhalten. Erst nachdem ausnahmslos jeder Tester sich über das Fehlen beschwert hatte, änderte Valves Team seine Meinung. Kommt auch nicht oft vor, dass irgendein Spieleentwickler auf seine Community hört. Ne? Mit Price Mondal. Ach so, ein Merker. Ein Lesezeichen. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee nicht. Vielleicht hat es vorher No Portal geheißen. Ja, das ist cool. Nope Ortel. Nope Ortel. Ja? Das kann natürlich auch möglich sein. Ah, jetzt komme ich her. Okay. Ja, und jetzt? Ach, man muss da... Okay. Lul? Ah, okay, man muss da her. Oh. Kein Lul. Patschi, aber der sehr gutes Spiel. Ja, ich bin I'm dead again. Oder auch nicht? Ja, Kindheitserinnerungen. Patschi, was ist fit bei dir? Hey, ich check das mit dem Springen nicht. Einmal springt er voll hauen, einmal überhaupt nicht. Das ist echt weird. Okay. Okay, ich sag schon, die Welt ist... Also dieses Level ist jetzt ein bisschen... Oha! Ich muss einmal... Die wiederkehrenden Eier. Ach, da gibt's da mehr! Oh, ich stell mir halt echt auch wie der erste Mensch, ehrlich. Das Blöde ist, die 5. Welt wird nur mehr abfuckt. Die 6. geht dann eigentlich wieder. Als wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das Level zum Beispiel kann ich mir jetzt eigentlich so gut wie gar nicht erinnern. Aha, da geht's auf alle Fälle dumm weiter. Also mein höchsten Respekt an die Leute, die das auf 100% spenden. Du bist echt komplett blöd im Kopf, wenn du da wirklich jede Münzen und alles absuchen musst.
Ja, okay, das ist... Okay. Oh, okay, nice. Immerhin. Ich war mir jetzt, weil der Seite es vorher geschrieben hat, ich war mir jetzt nicht mal sicher, was ich schlimmer finden darf. Visage, Madison oder A Dead of Night. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Man kann nicht blöd werden, wenn man schon ist. Du sprichst aus Erfahrung, ha, Herbert? Blöde Sau. Wie keine 100%. Wir spielen das eigentlich... Yoshi's Island ist für uns jetzt ein Lückenfüller. Projektmäßig. Weil wir eigentlich jetzt tatsächlich bis zu den Neuveröffentlichungen im November, beziehungsweise jetzt dann im Oktober mit Blocktail einfach ein bisschen einen Zwischenfiller braucht haben. Und ich wollte da nichts Nice Großes mehr anfangen. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, dass wir einfach mal ganz entspannt einfach irgendeinen Retro-Titel in Form von Yoshi's Island spielen. Und da entspannt und 100% Run nicht mit einem Satz vereinbar haben. Ja. Deswegen nicht 100%. Was war denn das? Oh, leck. Ich mag so einen Saurier, die sind so niedlich. Wifey, schau mal auf... Also jetzt Black sagt. Schau mal auf Amazon, ich glaube, dass die Plüschis sogar zum Verkauf stehen. Aber ich glaube, Hand nicht ganz billig. Also da klangt Nintendo gewaltig hin. Also ich glaube, dass du für so einen Plüsch-Yoshi an die 50 Euro zahlst. Der heißt Yoshi, ja? Der Saurier ist der Yoshi und das Baby hinten ist der Mario. Und das ist der Mario, den wo du aus Super Mario kennst. Ah, warte mal. Hä? Okay, ich bin jetzt schon wieder komplett verwirrt. WSC Hubst. Du hast jetzt ernsthaft gemeint, dass der Yoshi der Mario ist und der Mario der Yoshi? Ohne Scheiß. Ja, okay, also da haben wir wieder Bildungsstream. Ne? Na, also voll Dingens. Der Yoshi ist der Dinosaurier, ja, also der blaue. Und das Baby, was hinten drauf sitzt, ist der Mario. Ja, also der Mario. Hey, halt du mir mit deinem blöden Gedüdel auf, wenn ich was erklärt. Ich fix nochmal. Ha, was ist denn mit dir? Warte mal, ich geh mal da um, da wo der nicht so Gaudi verwirkt. So. Also der Mario, der ist ja, im Endeffekt ist das Spiel die Vorgeschichte zu den ganzen Mario-Spielen. Ja? Der Mario ist ja da nur ein Baby, ja? Ein Säugling. Ja? Und später dann spielst du halt an Mario als Erwachsener, da ist aber der Yoshi auch dabei, ja? als Dinosaurier. Du kennst doch nur das mit den Autos und Bananen, ja? Das ist Mario Kart, da ist der Yoshi und der Mario auch dabei, unter anderem. Dann alle, also viele Nintendo-Charaktere dabei. Nicht nur Yoshi und Mario, da von sämtlichste Nintendo-Spiele tatsächlich, ja? Donkey Kong, Zelda, ja eigentlich alles, oha, der löst sich auf. Okay, eigentlich alles, was irgendwie bei Nintendo ein bisschen Rang und Namen hat. Bei Mario Kart ist aber der Link auch dabei, Herbert. Na. Bei Mario Kart ist mittlerweile auch der Link dabei. Zumindest im 8er. Bei Smash ist Nintendo-Universum. Tatsächlich auch, ja. Ja.
Mein letztes Wort wie, ja, du hast ein wenig etwas versammelt. Okay, da oben gehe ich jetzt einfach mal aus Protest nicht. Oh. Ja, okay, ich werde da oben aus Protest nicht ausgehen. Okay. Wir müssen offensichtlich da rauf. Okay. So, die Frage ist jetzt. PS1 erst als Erwachsene gekauft. PS1 erst als Erwachsene gekauft und da habe ich dann Lemmings gespielt und Nagano Winter Games. Auf der PlayStation 1 kannst auch gar keine Nintendo-Spiele nicht spielen. Ja, also dahingehend sei dir das verziehen. Ja, das kannst du also im Endeffekt gar nicht wissen. Aber schau her, hast auch wieder etwas gelernt. Ja? Ist doch zauberhaft. Wir haben ja doch eine zauberhafte Community. Bei uns muss keiner dumm sterben. Du hast zwar Switch, aber die gehört eigentlich nicht mir. Ja, wie? Wie, die gehört eigentlich nicht dir? Verstehe die Frage nicht. Lass mich raten, das ist doch bestimmt irgendwie so ein Hidden Shortcut oder irgendwie so Schmarrn. Oh. WTF? Ja, fucking rote Münzen. Okay, alles klar. Ja, du lernst, das stimmt tatsächlich. Man lernt immer was dazu. Ja, in PS1 mit der Nintendo-Config, wenn man es besitzt, schon. Ja, das ist aber auch nichts Offizielles, Mr. Seijing. Das ist ja nichts Offizielles. Ja, wir gehen ja jetzt von offiziellen Sachen aus. So, da brauchen wir jetzt irgendeinen so einen grintigen Schlüssel. Wo kriege ich jetzt hier den grintigen Schlüssel her? Ah, warte mal. Da braucht man einen Panzer. Ah, okay, I see. Wir brauchen einen Panzer von oben, okay. Wir brauchen da einen Panzer. Wo ist her? So. Haha! Extras da! Schau wieder Schuhe draus. So, da müsste jetzt normaler Schlüssel drin sein, oder? Jawohl. So, und das heißt... Jetzt müssen wir nochmal auf das Ding da irgendwie hinkommen. Jetzt mal beobachten. Widget, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Ja, jetzt ist das nicht aufgegangen, oder? Natürlich, ist ja klar. Ja, blöd. Das ist so eine Art Angeln mit Hexen. Okay. Aber du kannst das nicht spielen, weil Bildwechsel so schnell haben, oder wie? Warte mal. Naja. Das ist nur ein Live-Up drin, okay? Hä, Brudi, da muss aber irgendwie... Wie geht's denn jetzt weiter? Ah, okay, nevermind. Mir wird richtig schlecht und schwindelig und wir finden nicht raus, woran es liegt. Ob das irgendwie, keine Ahnung, flackert da der Bildschirm recht stark oder so? Hau ab, da. Deiner Wegen. Achso, der kommt wieder! Ah, nicht schlecht.
Hä, Endboss. Also, für die Welt zumindest. Das geht jetzt sehr schnell, also du musst rennen und fliegen und verwandeln und schießen und das ist alles so schnell, dass ich das nicht bock. Okay. Das scheint mir sehr stressig zum Teil, das Spiel. Ja, wenigstens ist es so der Sternenkreis. Immerhin. Alter, wie weit geht? Wollte ich gerade sagen. Ihr kann das aber sicher gefallen. Wart auch was für die Community. Einige haben es sogar, glaube ich. Kattel und Mozart weiß ich sicher. Du kannst mir mal, wenn du magst, auf Discord kannst du das einmal. Stell's einfach mal in den Zockerbauwagen ein oder so. Oder du kannst mir es auch privat schicken, wie du magst. Oder tu es auf den Zockerbauwagen, dann sehen wir uns alle. Oh, ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, wie der gegangen ist. Ah, ja, den musst du mit. Ja, ja. Okay, null. Ja, ja, richtig. Ja, chill. Ein ins Gesicht. Okay, nice. Ist drin ein? Passt. Okay. Also wenn es jetzt zusammengeht, da ist man es Äpfel kaufen. Einen Popo, ins Gesicht. Ins Gesicht, Mr. Angel. Wow, jetzt aber nicht mehr sicher, wie man den macht. Das ist schon so lange her. MMOGA. Ich schaue, also grundsätzlich, wenn man irgendwelche Spiele am PC hat, dann schaue ich grundsätzlich erstmal bei MMOGA. Also, ich glaube, dass ich seit dem PC habe vielleicht ein Spiel oder vielleicht maximal 2 Spiele auf Steam selber gekauft habe. Weil es weder in MMOGA noch sonst irgendwo drinnen ist. Imagine, kauf Spiel über Steam. Das beste Beispiel eigentlich Monster Hunter. Monster Hunter kostet auf Steam, glaube ich, 45 € mit Add-on, auf MMOGA 22. Also, ich verstehe die Frage nicht. Aber gut. Also, haben wir die dritte Welt fertig gespielt und die vierte. Das ist eigentlich zauberhaft. Oh, gut dabei gewesen. So. Freunde. Setzen wir aber für heute mal einen Cut. It's good to be fucking back. So, ja, das ist. War zauberhaft. Schöner Einstandsstream. Also, was heißt Einstandsstream? Schöner Stream zum Wiedereinstieg nach der OP, sagen wir es mal so. Der Sims Add-on kostet auf Steam 40 und auf MMOGA 18, ja. Also, wie gesagt, also der erste, wenn ihr das Spiel ins Auge fasst, der erste Blick ist immer auf MMOGA, tatsächlich. Ist eigentlich, es hat sich einfach einbürgert oder so, also ich mach's selten ganz anders. Also dann schaust, ob es noch irgendwie in Epic oder direkt bei Dingens besser ist. Sag mal's, beim Game Pass, ob es da umsonst drin ist oder so, aber sonst.
Okay, mein Internet, da bockt es gerade überhaupt nicht mehr. Mr. Billinger, das macht nichts mehr, haben wir fertig. Du versammst jetzt nichts mehr. Genau. Gut. Freunde, eventuell, ich weiß es noch nicht, ich kann es euch noch nicht versprechen, machen wir morgen einen Stream. Eventuell, wie gesagt, muss ich mal schauen. So jetzt vom Zustand her geht's mir gut. Also tatsächlich jetzt noch über 2 Stunden Streamer ist mein Nosen immer noch unauffällig. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es nachher ist, wenn ich ins Bett gehe. Das weiß ich nicht. Ja? Das werde ich dann nachher erfahren, ob ihm das 2 ist oder nicht. Ja? Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es zauberhaft bleibt. Also, ja? Dann machen wir, wie gesagt, morgen eventuell, Freitag eventuell. Ja? Das sind jetzt 2 Termine, die wo jetzt einmal unter Fragezeichen stehen. Ja? Freitag kann man eher vorstellen, morgen wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir einfach. Wann ich sicher wieder stream, ist am Sonntag. Ja? Aber da weiß ich die Uhrzeit noch nicht. Ja? Da weiß ich die Uhrzeit noch nicht. Ja? Aber ich vermute mal eher, da geht es so Richtung Frühschoppen, also so 10, halb 11 Vormittag. Ja? Egal, was wir als nächstes, egal wann wir als nächstes mit streamen, da spielen wir mit Spider-Man weiter. Ja? Dann haben wir noch ein paar Verbrecher zum Verkloppen. Ja? Ist jetzt mal völlig unrelevant, ob wir jetzt mit Yoshi's Island fertig werden oder nicht. Ja? Wie gesagt, das ist halt ein Lückenfüller-Projekt. Ja? Entweder wir werden fertig oder wir werden halt nicht fertig. Ja? Bis Blocktail kommt. Und dann schauen wir einfach. Lass dich nicht stressen, schön, dass du heute da warst. Hat echt gut da. Immer gern. Okay? Mir gefreut es, dass du dich unterhalten willst. Mir gefreut es, dass du ein wenig anschalten kannst dabei. Das ist die Hauptsache. Ja? Dann hab ich was gewonnen. Mir macht Spaß. Eng macht Spaß. Win-Win-Situation. Punkt aus. Brauchen wir nicht reden. Ja gut, dann habe ich die Hälfte, sehen wir uns ja am Wochenende mal mit besserem Internet, Mr. Billinger. Mit Sicherheit werden wir uns im Laufe dieser Woche nochmal hören. Ja, und ich gehe davon aus, dass du dann ein besseres Internet hast. Ja, merci fürs Zuschauen. Bussi auf Bandscheiben oder auf Knierscheiben oder auf die Anspackern. Such das aus, was du am liebsten hast. Dann kriegen wir das hin. Habe die Ehre. Merci dir. Gut, Freunde. Dann sage ich vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass wir uns wieder versammelt in aller Frische. Ja. Schön, dass ich wieder streamen kann. Schön, dass ich wieder Blödsinn ins Internet setzen kann. Schön, dass wir uns wieder unterhalten können. Schön, dass wir wieder lachen können miteinander. Merci für den Support heute, ja, für die ganzen Resubs. Ja, jetzt schaue ich mal schnell, wer live ist. Ach, der Wade ist live. Oh, da gibt's was zum Lachen. Der Wade spielt Alt F4. Unser Herr Wadenbeißer, ja, der ist auch Anhänger unserer Community. Der ist auch hin und wieder mal bei uns im Stream. Da werden wir jetzt umraiden. Ja, wer Alte 4 nicht kennt, schaut es euch an. Ja? Schaut es euch einfach an und stellt euch einfach vor, was war, wenn ich das spielen darf. Ja? Genau. Raid Command hat der Mr. Price in den Chat geschrieben. Einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Kopieren, beim Mr. Wadenbeißer dann einfügen. Wir überfallen wir den jetzt halt einfach einmal so frech wie ich bin. Okay? In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Nochmal merci fürs Dasein und wir hören uns dann morgen, übermorgen oder am Sonntag. Ja? Mit Spider-Man jeweils. Okay? In diesem Sinne habe ich die ich bin für heute raus. 555 Nase ist, meid sie dann ab. Gut, hat's euch eine. Spidey for the win. Beim nächsten Mal dann. Ja? Peter Parker Action. Ja? Werden wir dann einen Tombstone vielleicht kennen. Hat's euch eine. Servus.